Ja, okay. In dem Wechsler Balpe geschickte Projektvideo Nicht-Jiden, was lernen sich Jiddisch, reden nicht-jiddische Akademiker und Talmiden, wegen was es bedeutet, zu sein ein Nisht-Yid in Yiddish lemudem. Etliche Redners rationalisieren ihre Studie von Jiddisch, als sie vergleichen die Studie von Jiddisch Sprach und Kultur mit der Studie von anderen Sprachen. Einer redet wegen dem Zuwachs von nicht-jiddischen Talmiden in dem Jiddisch-Klasszimmer. Er sagt, so wie man muss nicht sein, ein Engländer, sich zu interessieren mit britischer Geschichte oder Kultur, oder ein Französischer, sich zu interessieren mit Frankreich oder französischer Geschichte und so weiter, muss man nicht sein kein Jid, sich zu interessieren mit jiddischer Lemudem. Ein zweiter nicht-jiddischer Talmide redet wegen ihrer Überlebungen, sich lernen Jiddisch wie nicht-Jid. Sie sagt, man lernt sich nicht Mathematik, weil man will werden ein Parallelogramm. Also studiert man nicht jiddische Lemudem, weil man ist ein Jid oder weil man will werden ein Jid. In die Erklärungen proben die Redner zu reden und gegen die Unverständnis, was nur Jiden lernen sich und reden Jiddisch. In ihren Argumenten chasern sie über einen bekannten Refrain. Als sie reden wegen der Rolle von dem Nicht-Jid in Jiddisch Lemudem, vergleichen sie Jiddisch und Jiddisch Lemudem mit den großen nationalen Sprachen und ihre Gebiet Lemudem. Als sie reden und gegen die Unverständnis auf Öfen, verstärken eigentlich die Redners auch das Mischnis zwischen Jiddisch und Jiddischkeit, das heißt Jiddisch und Judaism. In dem Öfen markieren sie aus dem Gebiet von Sprach herum die Grenzen von dem Volk. In der Präsentation probe ich zu examinieren die Verbindungen zwischen Jiddisch und Jiddischkeit durch die Figur von dem Nicht-Jid, was lernt sich in dem Jiddisch-Klasszimmer. Lehendig Theorie von Religie Lemudem und meine eigenen Erfahrungen als ein Nicht-Jid in Jiddisch Lemudem. In der ersten Sektion rede ich die Teile, was Jiddisch ist intim verbunden mit Jiddischkeit. In der zweiten Sektion forsche ich aus, wie zwei Jiddisch-Lerners müssen trachten wegen seiner Beziehung zur Jiddischkeit. Und in der dritten Sektion forsche ich aus, wie zwei Talmiden, sei Jiden, sei Nicht-Jiden, bauen Identität herum und mit Jiddischkeit in dem Jiddisch-Klasszimmer. Ich halte es, durch die Figur von dem Nicht-Jid in Jiddisch Lemudem, sieht man klar die intime Beziehungen, was verbinden die jiddische Sprache mit der kulturellen, religiösen und ethnischen Kategorie von Jiddischkeit. In dem Jiddisch-Klasszimmer sollen sei Jiden, sei Nicht-Jiden betrachten wegen ihrer Identitäten in Schachs mit Jiddischkeit. No. Jiddisch ist intim verbunden mit Jiddischkeit. Man kann das sehen in der Sprache und viele in dem Wort Jiddisch allein. Auf Jiddisch ist Jiddisch ein Adjektiv, was verruft sich auf etwas, was hat zu tun mit der jiddischen Sprache. Auf Jiddisch bedeutet Jiddisch Jiddisch. Aber auf Jiddisch ist Jiddisch auch ein Adjektiv, was verruft sich auf der jiddischer kultureller, religiöser oder ethnischer Identität. Auf Jiddisch bedeutet Jiddisch auch Jewish.
Auf Jiddisch ist es schwer, unterzuscheiden zwischen Jiddisch und Jiddisch, das heißt zwischen Jiddisch und Jewish, weil ein Wort verruft sich auf die beiden Begriffen. Auf Jiddisch sehen wir dem dosigen Vermischnis zwischen Jiddisch und Jiddischkeit schon in dem Wort Jiddisch. Und der Fall spiele ich mit dem Vermischnis in dem Titel, als ich spiele mit dem vielteiligen Wort Yid. In sein Essay Der nisht-jiddische Yid hat einzig Deutscher ausgetragen dem Termin nisht-jiddischer Yid zu beschreiben Jiden, was sinnen gewesen nicht fromm, aber was haben gelebt in Zwischenwelten, das heißt große weltliche Menschen, was haben noch zugehört zu Amin Jiddischkeit. Als man teigt dem Titel auf Jiddisch, macht sich der Beteit. Auf Jiddisch beteit Jid, ein Mensch, was ist Jiddisch, was gehört zu Jiddischkeit. Aber Jid beteit euch Stamm, ein Mensch. Noch einmal sehen wir, wie es euch verbunden ist Jiddischkeit mit Jiddisch. Als zu sein ein Jid ist beämst zu sein ein Mensch. Aber in dem Jiddisch-Kloszimmer, sie ist der Nicht-Jid euch ein Jid, Stamm ein Mensch. Wie es euch rangelt der nicht-jiddisch Talmud mit seiner Beziehung zur Jiddischkeit. So lieb der Verbindung zwischen Jiddisch und Jiddischkeit, als man lernt sich Jiddisch, muss man trachten wegen seiner Beziehung zur Jiddischkeit. In dem Wechselprojekt-Video hat Redners übergehasert dem Argument, was Jiddisch ist Punkt zwei wie andere moderne nationale Sprachen wie Englisch und Französisch. Laut der Logik muss man nicht identifizieren mit dem Volk, sich zu lernen seine Sprache. Aber es sind doch große Unterschiede zwischen Jiddisch und nationalen Sprachen, weil Jiddisch ist eine Minoritätssprache und keine Verbindung zur Volksmeluche, das heißt ein Nation State. Es ist nicht doch kein Jiddischland politisch gerät. Anstatt eine Beziehung zur Volksmeluche, also wie Französisch und Englisch, ist Jiddisch verbunden mit Jiddischkeit wie eine kulturelle, religiöse, ethnische und nationale Kategorie. In religiöser Lamudem ist da eine große Debatte wegen der Kategorie von Jiddischkeit. Ist Jiddischkeit eine Religion, eine Kultur oder ein Volk? In ihrem Buch Wie zur Jiddischkeit ist geworden eine Religion, hat Leora Batnitsky geschrieben, als es ist nur in modernen Zeiten, was man hat gesetzt Jiddischkeit in der Kategorie von Religion. Als Batnitsky hat geschrieben, einmal sind in Judaism und Jiddischkeit gewesen als eins, Religion, Kultur und Volk. Weil Jiddisch ist verbunden nicht mit kein Volksmeluche, aber mit Jiddischkeit, muss Jiddisch lernen, sei Jiden, sei nicht Jiden, trachten wegen ihrer Identitäten und Beziehungen zu Jiddischkeit. Und wie es soll? In dem Jiddisch-Klasszimmer sich zu lernen wegen Jiddisch Sprache und Kultur, muss man sich lernen wegen Jiddischkeit, und das heißt Judaism. Als man lernt sich Jiddisch, lernt man sich euch wegen jiddischer Traditions und Yom Tovim, wegen wasserer Speisen sind fleischig oder milchig. Man lernt sich wegen jiddischer Geschichte und man singt berühmte jiddische Lieder. Als man sich konfrontiert Jiddischkeit in dem Klasszimmer, schafft man für sich Identität herum und mit Jiddischkeit. Das Klasszimmer ist ständig ein Ort, wo der Talmud transformiert, sich erwagt sich zusammen mit dem Lernmaterial und euch mit den Mitlerners. Wie soll man redet, die Lieder man singt, die man hogem, was man pravet. So schafft man Identität in Kahila und in der Welt. Alle Studenten, Jiden und Nicht-Jiden,
schaffen Identität in dem Jiddisch-Klasszimmer. Aber zulieb die intime Verbindung zwischen Jiddisch und Jiddischkeit, wie erzeugt ist das Überlebenisch anders, war nicht jeden. Kedai das zu beweisen, will ich sich teilen mit euch ein paar Beispielen, was kommen von meinen eigenen Erfahrungen wie ein Nisht-Yid in Yiddish Lamudam. Oftmal nennt man einen neuen Namen in dem Sprachklasszimmer, etwas, was es gehörig zu der Sprache. In meinem ersten Tag von Klasse habe ich entscheidet, als ich soll heißen Carolina, weil es ist gewesen ein kindlicher, bequemer Name für mir. In dem Semester aber habe ich angeheuben, sich zu fühlen ungleich mit meinem Namen. Die Mitstudenten haben gehabt sehr traditionelle jiddische Namen, wie Zora und Rivka, Miriam und Hannah. Ich habe sich gefühlt, als mein Name ist gewesen nicht genug jiddischlich und als es hat mir markiert wie ein deutschmerisch redendiger Nisht-Yid. In dem zweiten Semester habe ich beschlossen, ich soll überarbeiten meinen jiddischen Namen auf den zweiten. Und ich habe angenommen den Namen Kreina. Bei Yiddishisten ist das Benutzen ein jiddischen Namen nicht neutral und euch nicht eine leichte Sache. Mit gewerem was sind Yiddishisten, hat mir reden zusammen auf Englisch. Rufen mir einer dem zweiten Leut unsere jiddischen Namen, nicht nur in dem Jiddisch-Klasszimmer, aber euch im Café und in Mobilke textlich. Zu dir gewähren, bin ich nicht Carolyn, bin ich Kreina und teure Kreinele. Was ich hab demalt nicht gewusst ist, es sind da etliche berühmte Jiddischisten, was heißen Carolina. Und es ist noch eine große Ironie. Hat ich hab Carolina weggeworfen, gedei euch zu markieren mein deutschmörische, nicht jiddische Identität, ist Kreina eigentlich ein deutscher Name, was stammt von dem Deutschwort Krone. Aber es proben dich, sich herauszudrehen von meiner nicht-jiddischen Identität, habe ich in der MS ziemlich konkretisiert. In mein Wahl von einem jiddischen Namen habe ich in der MS konfrontiert mein komplizierte und scheibdicke, das heißt self-conscious, Beziehung mit Jiddischkeit als ein Nicht-Jid. In dem Jiddisch-Klasszimmer haben wir sich gelernt wegen einer Sache verschiedener jiddischer Traditions. Oft sagen nicht-jiddische Talmiden, als die kulturellen Aspekte von Yiddish Lamudam sind die schwerste sich auszulernen, weil man fühlt sich, als alle man kennt schon die jiddische Traditions. In ein Lektion haben wir sich gelernt wegen Simchas Teure. Ich hab keinmal nicht gehört von dem Jantiv. Wir haben geguckt auf dem Bild, was stammt von unserem Lernbuch in einem. Ich hab nicht gewusst, für was ist da ein Fan mit einem Apfel? Und ich hab gefragt bei der Lehrerin. Von dem Episode hab ich sich gelernt zwei Sachen. Erst ist Jiddisch klar verbunden mit Jiddischkeit. Als sich zu lernen wegen Jiddisch Kultur, das heißt Jiddish Culture, ist sich zu lernen wegen Jiddischkeit, das heißt Judaism. Aber die Frage, ob noch ein Student, ein Frommer, hat euch gefragt, eine Frage. Er hat gesagt, ja, was ist das? Für was ist da ein Fan mit einem Apfel? Die Frage der Mitstudent hat mich der Mond, als kein ein Student nicht geguckt auf dem, was ist fromm, sei frei, sei im Ganzen ein Nicht-Jid. Kein Student weiß nicht als Dings, wegen die allemen Hogen, was jiddische redendicke Jiden praven. A jeder Student, sei die jiddische, sei die nicht-jiddische, wird sich der Wissen wegen Jiddischkeit und jiddischer Kultur durch sich lernen Jiddisch.
Durch die Figur von dem Nisht-Yid in Yiddish Lamudam sieht man die intime Verbindungen zwischen Yiddish und Yiddishkeit. Sich lernendig Yiddish ist nicht punktuell wie sich lernendig andere Sprachen, weil Yiddishkeit ist nicht kein Volksmoluche, aber eine große Kategorie von Kultur, Religion und Ethnie. Als man lernt sich Yiddish, muss man sich betrachten wegen seiner Identität, herum und mit Yiddishkeit. Somit gibt der Figur dem Nisht-Yid uns einen neuen Blickwinkel in die Verbindungen zwischen Yiddish, Yiddishkeit und Yiddish Lamudam. Schönen Dank.